Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus Bern. Wir haben folgende 3 Beiträge für euch parat. Migros Aare schaut über einen Gagglorand aus und hat neu ein pflanzliches Fondue im Angebot. Kommt ein Basejumping-Verbot in Lauterbrunnen. Und das nationale Schützenfest in Thun. Mit den kälteren Temperaturen steigt auch der Appetit auf Fondue. Migros Aare hat neu eine pflanzliche Version im Angebot. Die ist von New Roots, laut dem Magazin Bilanz die innovativste Unternehmung vom 2025. Perfekte Fondue für mich, ja, das ist, wenn man einen coolen Abend hat mit der Familie und Freunden. Und es ist natürlich lustig, wenn jemand das Brötchen verliert und er dann noch eine Strafe machen muss. Dass es gemütlich war, dass man mit guten Freunden, mit einem guten Glas Wein dazu das Fondue essen und eine gute Zeit verbringen. In einer Berghütte mit vielen guten Leuten. Am besten von außen noch frischer Schnee. Für ein gutes Fondue braucht es spannende Leute, die auch zusätzlich Generationen verbindet, dass man eben auch auf die Traditionen aufbauen kann, aber einfach mit einem pflanzlichen Fondue. Wir glauben ganz stark, dass wir uns als Menschen weiterentwickeln müssen, dass wir nicht stagnieren wollen. Und so wollen wir auch die Tradition von morgen neu entwickeln und wegen dem braucht es eben genau ein pflanzliches Fondue. On vient de recevoir le prix de l'entreprise suisse la plus innovante pour 2025 par Bilanz. Et pour nous, c'est une reconnaissance vraiment très importante par une institution suisse, d'une entreprise qui fait des produits alimentaires végétaux. Pour moi, c'est vraiment le début du futur. Ja, Geheimnis, das ich verraten darf. Es ist eigentlich so, dass bei einem guten Fondue gehört natürlich ein guter Weisswein dazu. Wir beziehen unseren Weisswein von einem Biolieferanten in Österreich. Ein Weisswein, den wir über Jahre auch herausgesucht haben. Sehr, sehr wichtig. Das ist sicher der eine Teil. Und nachher ist es nicht so, dass wir Milch verarbeiten, also Kuhmilch, sondern wir haben die Milch, pflanzliche Milch aus Nüssen. Die Milch wird auch fermentiert, wo wir auch Geschmack hineinbringen. Und durch das machen wir eigentlich ein super gutes Produkt, das eben kulinarisch auch überzeugt wie ein Fondue. Alors Migros, c'est un partenaire très important pour nous depuis le début. On a une très bonne relation. On les utilise aussi pour avoir du feedback et du networking. Et c'est une institution en Suisse. C'est pas possible d'être reconnu en Suisse sans vendre nos produits à Migros. Donc c'est très important pour nous que les clients de Migros puissent avoir notre fondue. Wenn es bei einem Tandem-Base-Jumping-Sprung zu einem Unfall kommt, könnte es grosse Folgen für den Extremsport haben. Der Marcel Geser, Präsident der Swiss Base Association, hat meinem Kollegen Ben Abeckle im Interview Auskunft gegeben. Wie war der Sommer? Es war ein verregneter Sommer. Dementsprechend hat es wenige Unfälle gegeben. Wir haben nur 2 Tote zu beklagen. Und von dem her sind wir glücklich, dass es nicht zu mehr Zwischenfällen gekommen ist. Ich kann das verstehen, dass es für gewisse Leute zumutig ist, Basejumpen in Lauterbrunnen. Auf die ganze Anzahl der Sprünge passiert doch relativ wenig. Und ich glaube, im Bergsport, im Klettern passieren mehr Unfälle total als beim Basejumpen. Und das Verbot wäre einfach nicht umsetzbar. Wir hatten eine Phase, wo einige Leute Tandem-Base-Sprünge gemacht haben im Tal. Das war aber nicht erwünscht von der Gemeinde, von den Talbewohnern und schon nicht erwünscht von unserem Verein. Und wir konnten das zum Glück unterbinden. Es hat eine Plattform gegeben, die illegalerweise errichtet wurde in Gimmerwald. Die hat unser Verein weggenommen. Und seit es die Plattform nicht mehr gibt, gibt es nur noch sehr vereinzelt Tandem-Base-Sprünge. Ich wünsche mir für die nächsten 15 Jahre, dass wir weiterhin Basejumpen können, dass es weiterhin legal bleibt, dass wir unsere Leidenschaft ausüben dürfen und dass möglichst wenig passiert und dass wir niemand gefährden durch unseren Sport. Am vergangenen Wochenende hat sich die Jugend und die Veteranen zum grossen Finale im Schiesssport in Thun getroffen.
Mein Kollege, der Max Saladin, wollte wissen, was die Faszination für den Schiesssport ausmacht. Die Antworten waren vielfältig. Also, mein Vater schießt schon sehr lange und dann bin ich immer so ein bisschen mit in die Schießstange, habe zugeschaut, ein bisschen geholfen, Blättchen spannen, neu einlesen, also Programm und so. Und irgendwann, als ich dann genug alt war, habe ich auch selber angefangen und es hat sehr viel Spass gemacht. Es ist sicher das Umfeld. Also wenn man auf dem Land aufwächst, bekommt man das eigentlich ganz sicher mit. Die Schweiz ist eines der wenigen Länder, wo 300 Meter so erlaubt ist. Also das gibt es nicht in vielen anderen Ländern. Und Kleinkaliber und Luftgewehr, das ist schon mit Gewehr schießen. Das ist dann schon eher Sport und Disziplin und alles. Und 300 Meter ist so, ja, wir haben Spass zusammen, wir machen etwas zusammen, wir unternehmen etwas zusammen. Ja, ich glaube einfach, weil das gehört irgendwie zu, wenn Sie mal zu unserer DNA. Meine Tochter schiesst auch. Oder? Und, ich meine, die ist mit dem aufgewachsen. Und das war einfach selbstständig. Mit dem Gewehr da geht man sorgfältig um. Oder? Und ja, in diesem Sinne ein gefährliches Gerät. Oder? Und irgendwie haben wir das Schweizer irgendwie durch unsere Geschichte, durch unsere DNA mitbekommen. Wir haben da ganz ein anderes Verhältnis zu einer Waffe, als das in Amerika ist. Oder wo eigentlich im Prinzip kannst du in den USA kannst du immer noch praktisch mit dem Holster rumlaufen. Es kann ja eigentlich bei uns keiner schießen, der nicht Mitglied in einem Verein ist, oder der nicht irgendeine Ausbildung gemacht hat. Und von dort her ist er mit dem konfrontiert worden, dass eben die Sicherheit sehr wichtig ist. Ich glaube, das ist schon eine Schweizer Eigenheit, die wir auch im Vergleich zum Ausland immer wieder beobachten. Wir haben einen sehr gesunden Umgang damit. Wir haben einen respektvollen Umgang, einen traditionellen Umgang, aber auch einen offenen Umgang damit. Und so ermöglicht es das auch, dass es attraktiv ist, auch noch für Junge, die das noch praktizieren. Ich muss sagen, dass durch unsere Geschichte oder unsere Tradition im Schießen ist es sehr viel einfacher, auch Junge zum Schießen zu motivieren und zu bewegen. Und wir haben halt eine Unterstützung im Rückwärtigen. Wir bekommen Waffen von der Armee, wir bekommen Munition von der Armee. Die Ausbildung wird durch die Armee sichergestellt. Es gibt sogar eine kleine Finanzierung von der Armee für das. Also es ist einfacher, die Jungen dort dazuzunehmen, als wenn man die von Anfang an konfrontieren muss mit, dass sie selber das Gewehr kaufen müssen, dass sie selber Ausrüstung kaufen müssen, dass sie die Munition selber zahlen müssen. Und das hilft sicher in der Schweiz, dass man das einfacher gestalten kann als im Ausland, wo das nicht der Fall ist. Im Moment ist es noch ein Hobby, aber ich habe mir selber gesagt, nach der Lehre möchte ich gerne mal probieren, ein bisschen mehr rauszuholen. Das war es vom heutigen Panorama. Mehr Informationen zu den Beiträgen findet ihr auf www.plattformj.ch oder auf unserer App. Gerade im Anschluss erzählen euch unsere Kollegen von Meteo News, wie es mit dem Wetter weitergeht. Ich sage merci vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Adieu miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Ferien. Made in Bern. Hier ist das Wetter auf der Plattform J. Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen. Ein stabiles Hochdruckgebiet haben wir aktuell, wo wetterbestimmend ist. Und das wird auch in den nächsten Tagen so bleiben. Und darum kann man sich natürlich in der Höhe über goldiges Oktoberwetter freuen. Wie gesagt, bis auf Weiteres. In der Grundschicht haben wir in dieser Jahreszeit die Thematik vom Nebel. Also der Feuchtigkeit, die hier liegt. Sonst auch, wie gesagt, in den nächsten Tagen stabile Verhältnisse. Morgen am Vormittag, das heisst am Dienstagvormittag, Nebel unterhalb von etwa 800 Meter. Hier ein grauer Start in den Tag. Der Bergen ist aber von Anfang an sonnig. Der Nebel kann sich teilweise auflockern oder auflösen im Laufe des Tages, braucht aber entsprechend ein bisschen Geduld. Und wer den ganzen Tag die Sonne will, der geht ab in die Höhe. Ab 800–900 Meter ist man hier auf der sicheren Seite. Je nach Nebelauflösung Temperaturen zwischen etwa 12 und 15 Grad. In der Höhe ist es sehr mild auf 2000 Meter mit knapp 10 Grad. Und dann ändert sich bis auf Weiteres nichts an dieser Verteilung. Wir haben oft Nebel oder Hochnebel in den tiefen Lagen, unterhalb von 800 bis 1000 Meter.
sonst aber weiterhin sonnig und wir sehen, die Temperaturen ändern sich nicht allzu gross. Im Nebel ist es eher kühl, in der Höhe bleibt es aber bis am Wochenende auch sehr mild. Das war vom relativ eintönigen Wetter, meine Damen und Herren, für die nächsten Tage. Danke fürs Zuschauen und einen schönen Montagabend.